Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Das sind Stöcklis aus Muri, Kanton Aargau. Sie nehmen eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich daheim auf und hoffen jetzt auf ein gutes Zusammenleben. Ich habe ein bisschen herausgespürt, dass sie das auch ein bisschen den Kontakt und den kulturellen Austausch. Das ist die Familie Götz aus Mettmerstetten, Kanton Zürich. Die Zwillinge sind auf der Welt, aber der Alltag mit 4 kleinen Kindern muss sich schon noch einspielen. Im Moment finde ich es so ein bisschen, ja, einfach die grossen beiden. Deutsch gesagt, könnte ich jetzt mal schnell einmal auf den Mond schiessen. Die Familie Jürgensen hat 3 Jahre in Korea gelebt und kommt zurück in die Schweiz. Aber ganz reibungslos läuft der Umzug nicht. Ich sag, der Fuchs pickt. Nein, das ist jetzt blöd. Das geht natürlich nicht. Jetzt ich anfangen rumschreien. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Flughafen Zürich-Kloten. Nach einer langen Reise von Korea über Helsinki landet die Familie Jürgensen in der Schweiz. Das Abholkomitee ist parat. Das wäre noch, wenn wir es verpassen. Sie kommen raus, wir sind da vorne. Und dann die Großmama war halt schon hoch im Kurs bei denen. Und wenn man dann halt immer nur durch die Glasscheibe durchreden mit beim Skype, dann ist das halt nicht das Gleiche. Das ist die Schweizer Seite der Familie Jürgensen. Die Grossmami Ruth, der Bruder Nils und seine Freundin Sabrina. Vor allem Ruth hat geplant auf das Zurückkommen von ihrem Sohn. So ist er nicht gerne in Brühle. Ich muss es ein bisschen verdrücken. Er geniert sich, glaube ich. Wenn er geht, dann Brühle will ich traurig und wenn er kommt, Brühle will ich Freude haben. Dann muss man eben auch unterscheiden. Jetzt hat das Wägeli geholt. Nicht schnell umpackieren, einfach die Bequemlichkeit halber. Einmal jetzt sehe ich den Christian. Lange Zeit haben sie sich nicht mehr gesehen. Für Christian, Dong Hee und die Mädchen fängt jetzt ein neues Leben in der Schweiz an. Geklappt, hä? Hoi. Es ist schön, dass du auch hier runtergekommen bist. Ich habe Freude gehabt, dass sogar meine Mami gekommen ist. Sie ist ja nicht so gut zu Fuß, aber sie hat jetzt den Weg auf Zürich dicht gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Weißt du überhaupt, um was das geht? Du, das ist Großmami. Ja, eben. Ja, alles gut? Hallo, wie ist schön. Ja, danke. Ja, wie geht's einem, gell? Nach 20 Stunden. Vor allem für die 9-jährige Michelle war der Umzug hart. Alle haben Freunde und Familie in Korea zurückgelassen. Ja, hast du jetzt halt allen sagen, gell? Und so traurig sein. Meine haben sogar Brühe. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Die muss man ja gerne haben. Schön. Jetzt weiss ich wieder, dass ich Großmutter bin. Der Christian und seine Schweizer Familie sind wieder vereint. Aber seine Frau, die koreanische Dong Hee, muss sich da zuerst wieder zurechtfinden. Die Familie Jürgensen ist zurück in der Schweiz, weil Christian sein befristeter Einsatz nach 3 Jahren bei der Schweizer Armee in Korea vorbei ist. Ja, erst bin ich in Seoul abgeflogen. Es ist noch nicht lange her. Ich habe alles abgeschlossen dort. Ich habe die Arbeit übergeben an meinen Nachfolger. Und jetzt sind wir da. Schön, ich freue mich. Auf zu neuen Ufern. Ja, nein, jetzt gehen wir ins Hotel das erste Mal, eins ums andere, oder? Nicht überstürzen und nicht mal ankommen. Und dann schauen wir, was wir machen die nächsten paar Tage. Jetzt geht es darum, sich wieder in den Schweizer Alltag einzuleben. Das Ziel wäre schon, dass sie da sesshaft werden. Mettmerstetten, Kanton Zürich, bei der Familie Götz. Vor 5 Wochen sind die Zwillinge Aline und Jannik auf die Welt gekommen. Zuerst Aline, hoi. Mit 4 Kindern brauchen Götzes definitiv Hilfe. Die Schwiegereltern sind heute da, damit Sarah mit den beiden Kleinen in die Monatskontrolle kann. Da steht's. Warum noch
Es ist einfach alles mal 2. Also eben, wird amigs wie fast nicht fertig, habe ich amigs das Gefühl so. Wenn dann halt beide mal nicht so zufrieden sind, ja, dann kann man wie nicht. Also dann, ja, dann muss halt der eine warten. Das ist einfach so. Und das ist so ein bisschen das, was man einfach ein bisschen lernen muss. Also eben ich mittlerweile habe nicht mehr so das Problem, wenn sie dann mal halt am Brüllen sind. Der Yves muss das noch ein bisschen mehr lernen, aber das kommt auch nach und nach. Gehen wir. Gut, also bis später. Heute hat Sarah nur Zwillinge im Schlepptau. Das ist ein Fäng richtig locker. Ich genieße es sehr, wenn ich mit ihnen mal alleine bin. Letzte Woche sind die Grösseren zu meiner Mami 2 Tage, so ein bisschen die Ferien. Und dann bin ich wirklich mal nur mit ihnen gewesen. Und dann hat es bei mir auch wieder ein bisschen angefangen, so das Ganze ein bisschen verarbeiten. Weil eigentlich seitdem ich aus dem Spital heimgekommen bin, war immer toujours etwas. Grüezi, Frau Dr. Hassan. So, dann sehen wir uns für die Einmonatskontrolle. Genau. Ich nehme Ihnen mal eins ab. Soll ich in die Tasche? Nein, ist gut. Ja? Ja, ja. Kommen Sie gerade mal mit. Bei dieser Kontrolle geht es um einen allgemeinen Gesundheitscheck. Also das Erste beim Yannick, er ist immer wieder noch gelb. Nach wie vor. Und ich finde so nach einem Monat... Also ja, ich weiss es nicht, aber... Ist er denn nur im Gesicht gelb oder ist er am ganzen Körper Nein, schon gelb? mehr das Gesicht, aber die Augen nicht. Gut. Sonst hätte ich schon vorher mal angerufen. Okay, ich denke mal schon, machen wir das. Okay. Legen wir mal beide dahin. Bleib da mal stehen. Hast du so schön geschlafen, gell, Jannik? Was für eine Windelgröße brauchen die 2 denn? Oh, die kleinste noch. Die kleinste, ja, das ja. einzige? Das ist gut, ja. Ja, da ist die Mama, genau. Prima. Ja. Das Herz schlägt ganz rein und regelmäßig, da ist alles okay. Dann höre ich nach den Geräuschen im Darm. Der Jannik hat häufig Krämpfe. Also beim Jannik, da gluckert es viel mehr im Bauch als bei der Aline. Und daher denke ich schon, dass der da Verdauungsprobleme hat, was so in Richtung 3-Monats-Koliken geht, was Buben sehr gerne haben in dem Alter. Die Lunge ist schön frei. Und was ist mit der gelben Gesichtsfarbe? Was er vom Gesichtchen her noch hat, ist der leichte Muttermilch-Ikterus, die Muttermilch-Neugeborenen-Gelbsucht. Das ist ganz harmlos, das verwächst sich auch. Okay, gut. Gut. Dann ist ja alles gut. Die erste Kontrolle der Zwillinge ist durch. Die nächste ist in 2 Monaten fällig. Muri, Kanton Aargau, bei der Familie Stöckli. Ich habe noch die Sachen rausgesucht, die ich dachte... Heute ist er da, der lang ersehnte Tag. Nach vielen Abklärungen kann eine syrische Flüchtlingsfamilie ins Haus von Daniel und Corneli ziehen. Sie haben für das extra die untere Wohnung umgebaut. Das, was aktuell passiert auf der Welt, diesem Flüchtlingsdrama, das nicht abzureissen scheint, zeigt schon, dass wir bestärkt sind, dass wir da etwas probieren, in einem ganz kleinen Bereich etwas zu machen, wo vielleicht nicht für viele Leute, aber für ein paar wenige etwas Grosses kann sein kann. Hoffentlich auch für uns. Und dass man da im kleinen Mikrokosmos etwas optimieren kann, vielleicht jemanden glücklich machen. 40 Kilometer weg, die Asylunterkunft im aargauischen Enneturgi. Zorin und der Mostafa packen ihre wenigen Sachen. Vor 4 Monaten sind die Syrer in die Schweiz geflüchtet. Jetzt haben sie bei der Familie Stöckli ein neues Zuhause gefunden. Ich bin froh, sind wir in der Schweiz angekommen. Es war nicht schlecht in dieser Unterkunft. Und zum Glück konnte ich meinen Sohn Ali hier im Spital gebären.
Ich freue mich aber auch, dass wir jetzt eine eigene Wohnung bekommen und uns frei bewegen können. Das habe ich mir sehr gewünscht. Der Mostafa und Zorin sind 27 und haben beide Wirtschaft studiert. Die Kurden sind aus dem nordsyrischen Afrin geflüchtet. Eine schreckliche Erfahrung. In einem völlig überfüllten Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland hatten sie Todesängste. Zorin war da hochschwanger und beide können nicht schwimmen. Wo wir das Wasser gesehen haben und die vielen Menschen, die zu Izmir aufs Schlepperboot gestiegen sind, haben wir richtig Angst bekommen. Schon in Syrien hatte ich an Mustafa seinen Tod vor Augen, weil sie ihn immer wieder bedroht haben. Und auf dem Boot ist alles wieder raufgekommen. Dann war es auch noch Nacht. Mit diesen Todesängsten haben wir uns voneinander verabschiedet. Ich habe Mustafa gesagt, dass ich ihn immer lieben werde. Auf dem Boot sind Frauen und Kinder von den Männern getrennt gesessen. Der Mustafa hat einen Freund neben sich und er hat ihm gebeten, er solle mich mit dem Baby im Bauch retten, falls ich ins Meer fallen würde. Die junge Familie sucht jetzt ihr Glück in der Schweiz. Für die Flucht daher haben sie den Schlepper 13'000 € gezahlt. Mit dem haben sie die Bootsüberfahrt nach Griechenland und für Zorin Papier und ein Flugbillett nach Zürich kaufen. Für Mustafa reicht das Geld nur für die Flucht per Schleuser über einen Landweg. Ich war in einem völlig überfüllten Lastwagen ohne Fenster und konnte fast nicht schnaufen. So viele Stunden. Es war schrecklich. Ich weiss auch gar nicht genau, wo wir durchgefahren sind. Das Handy haben wir den Schlepper abgenommen und immer wieder haben wir im Wald auf andere Lastwagen umsteigen. In der Asylunterkunft am Flughafen Zürich wartet die hochschwanger Zorin 10 Tage auf ihren Mann. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie allein kam, hat Angst, ihren Liebsten nie mehr zu sehen. Sie hat nur gebrüllt und mit niemandem geredet. Ich bin am Flughafen gesessen und dann habe ich jemanden gesehen, begleitet von der Polizei. Ist er jetzt das oder doch nicht? Er hat so abgenommen und plötzlich einen Bart. Zum Glück konnte ich mich mit dem Baby im Bauch trösten. Dann hat Mustafa meinen Namen gesagt. Aber erst, als er meine Hand genommen hat, habe ich gemerkt, es ist mein Mann. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, was ich alles durchgemacht habe. Und erst noch allein als Frau auf der Flucht war, bin ich so froh, dass alles vorbei ist. Zorin und der Mustafa verabschieden sich von ihren Mitbewohnern in der Asylunterkunft, auch Syrer. Mit ihnen haben sie da während der letzten 10 Wochen gelebt und sind Freunde geworden. Auch der kleine Ali von der Zorin und dem Mustafa ist ihnen ans Herz gewachsen. Ali, wir gehen heim. Bist du auch so froh wie die Mami? Für die junge Familie fängt heute ein neuer Lebensabschnitt an. Am Fuß vom Uetliberg in Zürich.
Das ist die neue Heimat der Familie Jürgensen aus Südkorea. Heute beziehen sie ihre Wohnung. Schon ein spezielles Gefühl. Ich bin hier noch nicht ganz daheim. Ich weiss zwar, wo wir sind, aber es ist ein neues Ort für uns. Und da müssen wir uns jetzt zuerst wieder einleben. Wir bekommen unsere Sache haben. Und dann auch neue Wohnung. Ja, natürlich. Ja. Guten Morgen. Sollen wir gerade loslaufen? Ja, Humberi. Grüezi. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Zügelmänner haben die Möbel von Jürgensens dabei, die sie während ihrer Zeit in Südkorea eingelagert haben. Wir haben hier die Wohnung. Schlafzimmer, Badzimmer, Wohnzimmer mit Essecke. So. Gehen wir mal schauen? Ja. Also, den Kinderwagen können wir wahrscheinlich am besten anschauen. Die Michelle und Lynn sehen ihr neues Zuhause zum ersten Mal. Yogi. Da ist die Wohnung. Da sind wir daheim. Was müssen wir da machen? Schau mal. Schau jetzt. Lynn, das ist dein Zimmer. Wow. Da tust du den ausschläfeln. Das ist dein Zimmer. 여기 림방이에요. Genau, da kannst du kumpen und spielen. 여기 침대가 있어요. 네. 여기 언니가. Sieht schön aus da. Schau mal, die schönen farbigen. 진짜. 예쁘다. Ist das schön? Gefällt's dir da? Bleiben wir. Ja. Ja. So. Diego. High five. Und jetzt gehen wir der Michelle in ihr Zimmer gehen. Gut. Schau, Lynn, schau. Also, reingehen. Schau mal, da ist Michelle daheim. Dürfen wir reingehen? Hallo. Hi. Das ist denn cool. Auf ein Möbelstück hat sich Michelle besonders gefreut. 귀엽잖아, 미셸이. Was haben wir da, Michelle? Was ist echt das? Du weißt das. Also, jetzt probieren wir, ob es bei dir reingeht. Ich kann gerne Piano spielen. Ich bin nicht so gut und nicht so schlecht, also in der Mitte. Und manchmal kommt da Lynn und will Piano spielen, das habe ich auch gerne. Ich wünschte, ich werde mal Pianistin. Ich habe sehr gerne Musik. Und ja, Pianomusik habe ich am meisten gerne. Ton noch. Probier nochmal. Jetzt kannst du etwas spielen, etwas, was du auswendig kannst. Michelle hat natürlich viele Ideen in ihrem Alter. Das kann natürlich von einer Woche auf die andere wechseln. Da hat es schon von Tierärztin über Restaurant führen, haben wir schon alles gehabt. Pianistin ist jetzt auch wieder etwas Neues. Beim Zügeln ist es vor allem wichtig, die Kinder bei Laune zu behalten. Der etwas neue Platz, das ist für Kinder, ich glaube, auch ein bisschen Stress. Dann Spielzeug ist etwas gut zum helfen, der neue Situation. Schau, einen alten Töpfhelm habe ich noch gefunden. Den hat der Papi mal angehauen, als er jung war. Aber jetzt müssen wir eben nicht spielen, oder? Jetzt müssen wir arbeiten, Michelle. Papi, soll ich dir die CD Mettmerstetten, Kanton Zürich. Es ist Abend. Häufig die strengste Zeit mit den Kindern für die Familie Götz. Aber an diesem Abend darf Sarah mal dem Trubel entfliehen. Ich gehe jetzt nachher turnen, Zurückbildungsturnen. Ja, tut mir gut, mal schnell
Stunde, 1,5 schnell mal etwas für mich machen. Ja. Das heisst für einen Yves eine Leitstellung halten. Mal schauen, jetzt mit den Kleinen eigentlich, ja, man hat halt 2 Hände und wenn die Kleinen schreien, dann müssen sie halt vielleicht auch mal warten oder wenn man die Größe muss ins Bett tun. Aber ich denke, irgendwo durch kennt man sich ein bisschen den Ablauf. Klar, ich weiss nie, wenn der halb rührt, dann ist es schon noch heftig, wenn man allein ist. Ja. Da ist dein TikTok. Du musst es jetzt aber nicht nehmen. Wieder ein Blitz ist Sarah Doss und der Yves allein mit 4 Kindern. Also brutal in der Unterzahl. Geht's, Lea? Jetzt muss der Flamingo vorne sein. Nein, du weißt es. Du bist ein bisschen bemüht. Vor allem mit den älteren Kindern kommen Götze an ihre Grenzen. Einfach die grossen beiden. Deutsch gesagt, könnte ich jetzt mal schnell einmal auf den Mond schiessen. Und nach 2 Wochen dürfen sie sonst wieder kommen. Also ist einfach im Moment, sie fordern brutal. Und das ist so ein bisschen, wenn es schon von morgen um 6:30 einfach nur Theater ist, bis am Abend um 8 Uhr, wenn sie ins Bett gehen, ist dann so bei mir irgendwann auch mal so ein bisschen, es ist genug. Das Fass ist am Überlaufen. Und dann merkt man so ein bisschen, hat man dann auch nicht mehr so Nerven unbedingt für gerade alles. Und auch nicht für den Yves. Also auch wenn es manchmal leid tut, aber er kommt heim und ist so ein bisschen wie der Prellbock in dem Moment. Und im Nachhinein denke ich so, nein, es war jetzt nicht ganz fair gewesen. Aber ja, es ist einfach so. Gehen wir jetzt mal schauen. Du schläfst nicht die Nacht bei uns. Ich will aber bei euch. Ja, jetzt hörst du auf. Gegen das Gequengel hat der Yves einen Spezialtrick. Musik. Die beiden beruhigt es irgendwie, wenn ich spiele. Also, ja, sie können wirklich brüllen und dann, sobald ich spiele, sind sie still, habe ich herausgefunden. Und die grössten beiden sind wie jedes Mal, da rennen sie immer um den Tisch und ja, dann haben wir den Spass dabei. 1, 2, 3, 4. So. Das Strengste hat der Yves noch vor sich. Sie ins Bett bringen. Und das ist eine Ausnahme, ja? Nur nicht in deinem Bett. Tschüss. Ja. 4 Kinder und nur 2 Hände. Da kommt man schon ein bisschen ins Rennen. So. Ich kann noch schnell. Aber Hilfe naht. Hoi. Hoi. Was? Ist er am Zusammenfahren? Ja. Aus dem Wunsch nach einem ruhigen Heimkommen von der Sarah ist nichts geworden. Es ist immer das Gleiche, wenn man heimkommt. Es ist einfach eben halt Vollgas, eben vom Morgen bis am Abend. Und eben mal schnell Pause, schnell weg und dann kommt man halt heim und dann, ja, man funktioniert. Das ist halt einfach so. Und ich weiss, es sind noch ganz viele Sachen noch zu machen heute. Und ja, eins nach dem anderen. Jetzt mal die Kinder ins Bett bringen, dass mal Ruhe ist. So. Ja. Das Zweite geht es eben doch leichter. Und die Hoffnung auf einen entspannten Abend und eine ruhige Nacht sind intakt. Noch. Muri bei Stöcklis im Aargau. Und doch einfach nicht weiter, wenn wir nie ein Zebra haben. Die Mädchen vertreiben sich Zeit, bis ihre neuen Mitbewohner kommen. Hallo. Du kannst schon jetzt, du musst den nicht aufnehmen. Dann endlich, es läutet. Hallo. Hallo, grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Hallo. Grüezi miteinander. Hallo, Sorry. Herzlich willkommen. Hallo, Mustafa. Oh, danke vielmals. Hey. Hallo. Wie schön. Oh ja, ich kann das
Die junge Flüchtlingsfamilie aus Syrien wird begleitet von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, einem Vertreter vom kantonalen Sozialdienst und einer Übersetzerin. Gehen wir rein, oder? Wenn es regnet. Oh, ich bin schau mal. Es geht auf in die warme Stube. Das Ziel der Privatunterbringung bei Stöcklis, die junge Familie aus Syrien soll sich in der neuen Umgebung möglichst schnell zurechtfinden. Es gibt verschiedene Vorteile, aber die wichtigsten sind sicher die, dass erstens mal der schweizerische Alltag ganz direkt und ohne Übersetzung kann miterlebt werden. Und das erlaubt den Leuten, die aus fremden Regionen zu uns kommen, viel schneller zu begreifen, wie die Schweiz funktioniert. Im ganz einfachen Alltag. Aber es ist natürlich klar, dass die deutsche Sprache ist absolut wichtig und prioritär. Wir werden uns erkundigen, wo es Plätze gibt für Deutschkurs, dass sie dann sofort eigentlich einsteigen könnten. Das Sprachliche ist sicher eine Herausforderung zwischen den beiden Familien. Und auch der Rucksack, den Zorin und Mostafa mit sich tragen. Ich denke, es ist ein langsames Annähern. Es ist am Anfang sicher die Sprachbarriere, um überhaupt so tiefgehende Gespräche zu führen über die Flucht und ihre Gefühle und Situation. Ich denke, das wird lang gehen, bis wir mit ihnen richtig darüber reden können. Und ich sehe es dann auch ein bisschen an. Sie haben eine lange Reise hinter sich. Nach dem Administrativen gibt es zum Schluss noch das wöchentliche Haushaltsgeld für Zorin oder Mostafa. Dankeschön, vielen Dank. Und dann macht es zusammen. Ich weiß nicht, gebe ich das Ihnen oder Ihnen? In der Schweiz ist es oft die Frau, die das Haushaltungsgeld verwaltet. In Syrien auch, oder? Das sind 50, 100, 150, 170, 175. Dankeschön. Jetzt beginnt ein neues Leben. Also für Sie, aber wahrscheinlich auch für Sie. Uns, ja. Also ich wünsche von mir auch im Namen der Flüchtlingshilfe viel Mut, dass Sie den Einstieg finden in dieses Land, das ein bisschen kompliziert ist manchmal. Und Ihnen danke ich sowieso ganz herzlich und auch ich wünsche Ihnen viel Energie. Dann geht es ans Einräumen. Viele haben die Flüchtlinge nicht dabei. Sie beziehen die Einlegerwohnung unten im Haus. Hier hat es Frottewäsche und Bettwäsche. Und das ist ein Fixingtuch fürs Kinderbett. Und Jael und Luana haben noch alle gezeichnet. Ah, das wird schicken, das wird schicken. Sie sieht mir sehr sympathisch und das freut mich auch. Ich habe wie ein bisschen herausgespürt, dass sie das auch wie ein bisschen wettet, den Kontakt und der kulturelle Austausch, das, was wir uns auch erhoffen aus dieser Geschichte, dass sie auch bereit sind, da ein bisschen teilzunehmen mit uns, ihre Kultur näher zu bringen, unsere Kultur zu kennenlernen. Und ich denke, das kommt gut, ja. Ja, du willst bei Mali sein. Morgen um 1:30 bei der Familie Götz. Es ist eine Nacht wie viel zur Zeit. Eine turbulente. Der Lionel hat Bauchweh. Was? Ja. Noch schnell. Noch kurz. So, eingeschlafen. Nichts wie zurück in die Federn. Nichts war mit Nachtruhe. Der Lionel ist nach einer Stunde schon wieder wach.
Jetzt heisst es nachgeben und das Kind zu sich ins Bett holen. Hauptsache schlafen. Manchmal steht man nur auf, für einen Nucki zu geben. Viel Schlaf ist bis jetzt noch nicht zusammengekommen. Heute prägt es vor allem der Yves. Ja, ich glaube, wenn es nur lang berührt oder so und ich bin verwacht, es gibt eigentlich keine spezielle Regel, dass da irgendwie aufsteht jetzt oder so. Und ich stehe meistens wegen der Grösse auf und Sarah halt meistens zum Stillen und zwischendurch eben einfach der, der aufsteht irgendwie. Ja. Und dann ist er schon da, der verflixte Morgen. Ab, geh bügeln. Schönen Tag. Aber so eine Nacht haut der Yves nicht um. Er kann ja ins Büro. Schlechtes Gewissen denke ich nicht. Ich weiss, dass Sarah das auch gut machen kann. Und man hofft einfach, dass sie eigentlich mit der Größeren einen relativ ruhigen Tag hat. Ruhig? Danach sieht es aber nicht aus. Der Lea ist ausgerechnet heute eine Frühaufsteherin. Und auch der Lionel hat es nicht lange im Bett ausgehalten. Oi. Ist gut geschlafen? Bist du noch müde? Hm? Nicht wie weg aus diesem alltäglichen Wahnsinn. Hey, die Decke ist genug gross, aber jetzt müssen wir nicht wieder da anfangen, kiefeln schon wieder. Ja. Mami hat Decke. Ja, du kannst da und dann gehst du ein bisschen mehr über den Lionel. Ja. Ja, aus meinem Wunsch ist nichts geworden. So, die Ruhe ist vorbei. Es fängt schon wieder früh an. Ja, so ist halt der Tag. Zurück in Zürich bei der Familie Jörgensen. Das meiste ist eingerichtet in der neuen Wohnung. Aber im Kinderzimmer fehlt noch das eine oder das andere Möbel. Also jetzt schauen wir mal, wie viel da ist. Und da könnten wir ein Büchergestell tun. Gell? Die Höhe müssen wir uns keine Sorgen machen, das ist gross genug. Jetzt schauen wir aber mal, schauen, wie viel das da... Kannst du mal da ziehen? Und dann sagst du, was da drauf steht. Was haben wir da? Schau, da steht 90. 6,97. Also, das ganze Einkaufen ist nicht wirklich meine Lieblingsbeschäftigung. Es gibt da Schöneres, aber ich sehe, dass wir es machen müssen. Ich habe dann auch Freude, wenn wir etwas aufstellen können, das dann verhebt, das dann auch einen Nutzen hat. Und dann hat man auch wieder Freude daran. Also, ich würde jetzt mal sagen, Mama, wir sollten mal langsam Richtung Auto gehen. Die Ruth, die Mami von Christian, kommt auch mit, um auf die Kinder zu schauen. Ja, nein, Michel, weißt du, die Mami, die Großmami kommt auch mit. Ich kann dann den Böhneli ein bisschen schauen, oder? Gehen wir mal runter. Habt ihr hier auch keinen Keller? Ja, machen. Runtergehen. Ja, jetzt gehen wir. Geht posten? Ja. Ja, gehen wir posten. Möbel einkaufen mit der ganzen Familie. Das geht zurzeit gut, weil der Christian noch keinen neuen Job angefangen hat. Aber schon bald gibt es die ersten Diskussionen. Aber warum sie musste alles rot haben? Es ist ja nicht alles rot, das ist ja nur dieses Gestell rot. Nein, der Teppich ist rot und der Stuhl ist rot, Tuch ist rot. Also dann kannst du es vielleicht mit Michelle besprechen. Warum? Sie will das Farbe haben. Sie hat gesagt, oh, das wäre cool. Ja, es muss nicht alles weiß und schwarz sein für ein Kinderzimmer. Papa, 여기를 봐봐. 이게 색깔이 Überreden auf Koreanisch ist angesagt. Ihre Lieblingsfarbe ist rot. Michelle will natürlich rot haben, aber ich nicht. Dann Die Mami hat sich doch noch durchsetzen. Ja. Die Grossmami Ruth hält die Kinder bei Laune. Die Möbeldiskussionen brauchen viel Zeit. Wo hast denn du den Dickbauch? Wo? Das ist meine Familie, das ist mein Fleisch und Blut. Wir müssen uns lange fragen, bis wir ein grosses Kind bekommen. Wir haben ja eigentlich gar nicht mehr geglaubt, dass es mal noch gibt. Sehr lang her haben wir uns nicht so
nicht getroffen. Ja, haben wir uns nicht viel gesehen. Nur im Skype, gell? Ja. Ja. Und dann hast du einmal keine Zeit gehabt. Ja. Dann hat Michel keine Zeit gehabt. Dafür hat sie jetzt Zeit zum Umblödeln. Sicher nicht. Was machst du, wenn du sie ausleerst? Es war sehr lustig. Ich habe viel Spaß gehabt. Nur noch der Christian ist gewissenhaft bei der Sache. Ja, das hat einen Moment gegeben, am Schluss, wo wir dann noch die Packungen zusammengesucht haben, aufs Wägeli geladen haben. Es war dann schwer. Ich habe gemerkt, ich kann nicht viel Hilfe erwarten, weil sind alle beschäftigt waren. In dem Moment habe ich schon gemerkt, wie die Nerven langsam so ein bisschen nachgehen. Und ich musste mich einfach zusammenreissen. Das geht natürlich nicht, dass ich jetzt anfange rumzuschreien. Ich habe mich dann konzentriert und Kraft gebraucht, um das Wägeli zu bewegen. Ein paar Stunden später haben sie dann alles gefunden. Und die Grossmami geht Richtung Ostschweiz und Jürgensens Heim aufstellen. Papi, da steht es noch auf Koreanisch, Kyongo. Ah ja, kannst du auf Koreanisch noch lesen? Ja. Super. Also dann kannst du mir ja vorlesen und übersetzen, dann weiss ich, was ich schreiben muss. Das Schlimmste am Ganzen ist immer das Zusammenbauen. Weißt du, wenn wir nicht, dass wir irgendwie ins Messer reingehen, tun wir auf die Seite. Du siehst, jetzt kommt es langsam. Unten müssen wir noch ein bisschen. Das Zügeln wird sicher nie ein Hobby von mir. Das weiss ich. Es ist ein notwendiges Übel. Und das macht man. Die verflixt letzte Schraube. Also, jetzt haben wir dieses Problem, das wir lösen müssen. Ich habe schon ein bisschen. Gib mir mal das App. Aha, das hast du schon reingebracht. Ich finde es schön, wenn die Tochter mir hilft und auch Interesse hat. Komm, du bist der Klickchef. Komm. Ich will das nicht der Klickchef. Stunden später, oder? Weißt du was, machst du zusammen, ich mal's dann. Zurück zu Muri bei Stöcklis. Der Cornel geht mit seinen neuen Mitbewohnern und den Kindern posten. Dolmetscher ist keiner dabei. Die dreiköpfige Familie aus Syrien muss mit 175 Franken pro Woche haushalten. Low price budget. Der Cornel gibt dem Mustafa oder Sorin Tipps, wie sie mit wenig Geld am besten durch die Woche kommen, und erklärt die unterschiedlichen Produkte. This one is for potato or these baked potatoes. That's this one. And if you something missing, because you will certainly forget. Und aushelfen können Stöckli so, falls ihren Untermieter etwas fehlt. Nicht zuletzt, weil sie auch mit viel weniger auskommen müssen. Sie haben definitiv ein kleineres Budget wie wahrscheinlich eine Durchschnittsschweizer Familie. Das bin ich mir natürlich nicht gewöhnt, weil ja, da postet mir natürlich immer gerade da, was wir brauchen. Aber ich habe gerade gesehen, dass der Mustafa preisbewusstere Produkte kauft. Von dem her sind sie wahrscheinlich da schon ein bisschen angeleitet worden von anderen Leuten oder kenne ich das von anderen Einkäufern. Papi, darf ich kurz? Nein, die tun wir nicht. Nein. So, Nein. Ja, ich weiss, aber nein. Ja. Kommst du einen dicken Bauch über? Nicht. Der nächste Stopp, die Fleischabteilung. Pork meat you don't eat in Syria. Is pork. No. Schweinefleisch ist in ihrem Kulturkreis tabu und darum für die beiden Syrer ein gutes Wort, um sich zu merken. So that's not for you. If you see here also Schweinefleisch. €39,45. Nur der Kassenzettel. Danke vielmals. Ich glaube, wahrscheinlich werden sie nicht alle Sachen haben, die sie brauchen.
zum Starten. Aber wir haben ja einen voll ausgerüsteten Haushalt und ich glaube, das bringt gerade Kontakt. Very good, you know? Der Kontakt ist gemacht. Für beide Familien war es ein ereignisreicher Tag. Mittlerweile ist es Abend geworden. Für die neuen Untermieter Mostafa und Sorin ist es ein regelrechtes Heimkommen. Mit allem, was dazugehört. Einen eigenen Hauseingang und das erste Mal seit langem einen eigenen Kühlschrank mit selber gekauftem Essen auffüllen. Hier oben hat Daniela schon den ersten gemeinsamen Nacht vorbereitet. Es gibt einen Klassiker, Spaghetti Bolo. Ja. Ja, kannst du Servietten nehmen? Oh. Everything went well with shopping. Ja, es ist schon ein riesiger Moment, jetzt wo wir quasi neue Nachbarn haben, vielleicht kleine neue Freunde und ja, fängt das langsam an. Ich weiss nicht genau, woher es geht, aber wir sind guten Mutes und schon motiviert, da jemandem ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass man doch etwas auch von einer anderen Kultur erfährt. Die Jael stimmt heitere Töne an und auch in der Küche ist die Stimmung gut. Sometimes. Der Mostafa bewegt sich in seiner Gastgeberfamilie schon wie ein vertrauter Freund und hilft mit. Soll ich die Fleischsoße zusammenleeren? Ja, da haben wir weniger. Berührungsängste zwischen den beiden Familien sind keine da. Der erste gemeinsame Nacht unter dem gleichen Dach. Irgendwie fühle ich mich total wohl und ich finde, sie passen gut zu uns. Ich glaube, wir würden uns gut verstehen. Ich komme zuerst den Besuch über, jetzt geschwitzt, verstehst du? With beef meat and that's just tomato sauces. Sorry. Ich finde, es ist ein sehr spezieller Moment jetzt, nach all dem Warten und all die Vorstellungen, die wir hatten. Und jetzt sind wir da und ich finde es einfach total schön, dass wir jetzt alle da sind. Gute Miteinander im schönen Schweizer Land. Ein guter für die Grossen, ein guter für die Kleinen, ein guter Miteinander. Ich bin sehr glücklich. Sie sind eine super Familie. Für uns wie Brüder und Schwestern mit tollen Kindern. Ist gut. Cheers, welcome to family. Zum Wohl. In Kurdisch, how do you call? This is called, we say, ushatita. Ushatita. Oh ja, Ushatita. Okay. Ushatita. Kannst du auch sagen, Ushatita? Die Flüchtlingsfamilie ist endgültig angekommen bei Stöcklis. Und das nächste Mal bei Familiensache. Als kulturelle Integration setzt Cornel voll auf Sport. Fußball ist ja immer eine einfache Sache. Es braucht nicht viel, um mit den Männern Freude zu machen. Ein Ball und 2 Goal. Und ja, so ticken die auf der ganzen Welt gleich. Ich weiss, wo wir hingehen. Die Familie Götz gönnt sich etwas Außergewöhnliches. Es ist jetzt nach 11 Wochen das erste Mal, wo ich jetzt in dem Auto hocke und nicht irgendein Kind im Auto drin ist. Und Michelle Jürgensen hat ihren ersten Schultag in der Schweiz. Ich habe noch keinen Freund und ich weiss nicht, wo ich hin sollte in der Stunde. Das und noch mehr Geschichten aus 3 Welten gibt es nächste Woche in der letzten Folge von SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.